So Freunde, wir müssen uns der vernarbten Schwester stellen. Hier zurück bei Fire Emblem Engage und ich bin kurz durchgegangen, was ich da beim Team und so anpassen könnte. Viel hat sich nicht verändert. Zum Beispiel jetzt bei Yunakai den Hammer plus 2 und Tomahawk gegeben. Den Hammer plus 2 hat Diamant zuvor. Und den Magiern hier habe ich Elfen gegeben, weil es mehr Sinn macht bei so vielen fliegenden Gegnern. Statt Elfenlicht halt und ja, Alfred jemand momentan hier raus für das Kapitel hier. Ich würde mal sagen, wir legen los. Ah, speichern wir einfach noch etwas. So, じゃあ始めましょうか。まずは龍脈の力を見せてあげるわね。地形が変化しました。飛行の敵にとっては有利ですね。警戒して進みましょう。 Ja gut, aber durchkommen wären die Fliegeneinheiten auch so, einfach bloß Wasser halt. Also jetzt nicht zu viel verändert, finde ich. Hat es irgendwelche... Alter, sind das viele Gegner hier. Ich kann aber irgendwie... Wenn auch immer hier irgendwie ausrüsten soll und markieren soll, besser gesagt. Schnitter, Langbogen. Stahlachs, Stahlaxt. Jetzt ein Drache dabei. Yo, hallo. Frostatem. Kriegerbogen, sie natürlich. Also, bei nur eine Silberaxt. Dann bleiben wir der Pfefferwechs. Das sind noch irgendwie magische Dinger. Dann eine Feuerlanze. Dankeschön. Kriege ich natürlich nicht, ist klar. Dann eine Feuerlanze. Markiere ich die jetzt überhaupt? Ja, kann am Schluss nach irgendwie alle markieren, wisst ihr, also. Du, 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 du. Ritter Tod natürlich auch eine Spezialwaffe, das schon, aber stelle keinen Ritter vorne dran. Also müsste aber schon gut gehen. Funktionieren vor allem. So, also. Stahllanze, Langbogen, Stahllanze. Nur Flugeinheiten, die kommen jetzt da durch, okay. Die hat trotzdem nicht, da können die machen, was sie wollen, die kommen da nicht durch. Hat der noch einen großen Radius? Trotzdem jetzt mal gesagt, also einfach mal die hier vorne hinstellen. Und dem Gegner sage, yo Digi, lass kommen. Ich habe keine Angst vor dir. Das Kapitel leckt gerade, ist nicht normal. Dann noch Ritter tot, Meißlanze, bin ein bisschen schneller, okay. Ich könnte schon mal die Flieger anlocken. Die Map ist einfach ein bisschen überfüllt. Göttlicher Segen bringt 7 Tage Regen. Ich muss mal gucken, wem ich das überhaupt geben will nachher. Hä? Warte mal, gerade sammeln. Der gute alte Sammelbefehl. Wer kennt ihn nicht? Drachenadler wäre natürlich auch eine Option, aber wir gucken erstmal, was die alles so können, wa?
Ja, der Sancho hat's drauf. Alter, das ist laggy. So, ein Flieger ist weg, sehr gut. Ja, das war mir klar, deswegen aber da auch Bougereau hingestellt. Beziehungsweise euch hier einfach. Ich meine, klar können sie mal angreifen, mal gucken, was passiert. Ja? Hey, also immerhin 34 Schaden gegen so einen Typen, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, also kein Speer. Ah, ein Speer rausgenommen, super. Nochmal, um hier einen Vergleich zu haben mit der Feuerlanze. Im Rest mal gar kein Damage. Ja, ist halt das Problem, ist wieder so ein scheiß Scharfschütze. Aber das klären wir gleich. Ganz schnell hier hingehen. Also wir müssen wieder zurück, war nach oben. Du lass das einen anderen? Eventuell auch eine Option. Ja, sollen die bloß alle kommen. Runenschwert. Natürlich wesentlich weniger Damage. Bei magischer Angriff, Nahfernangriff stellt Schaden wieder her. Das ist natürlich auch geil, wenn er überhaupt Schaden nehmen würde. Komm, warum nicht? Ich versuch's mit dem Runenschwert. Da kann Luja noch ein Schwert führen, krass. So. Und die beiden mache ich jetzt im Nahkampf platt. Also ich würde gerne zumindest. Wir machen erstmal einen anderen Typen platt. Der gute alte Tomahawk. Der ist auch fürs Laggen, Freunde, aber das muss in den Kapitel liegen oder so. Kann mal sonst vor der nächsten Folge gucken, ob wir nochmal irgendwie neu starten. Langbogen bringt nicht viel, sieht den Sonnenbogen aus, der haut richtig rein, Silberbogen ist doof. So. Soll ich ihm die hier überall noch verteilt, ein bisschen was machen könnten? Ich schicke sie mal hier hin. Ich kann auch schon mal hier wieder engagen, einfach gucken, dass ich im Pfeil und Bogen was mache. Die Flieger platt machen, wäre zwar auch eine Idee. Das sind die krassen Dudes.
So, dann darfst du hier mal noch ein bisschen heilen. Michael Lucina Kombi, die gehen wir nach vorne. Wegen Support halt, ist klar. Ist ja quasi ein Assistent mittlerweile. Oh, aber ist trotzdem nicht schlecht, also macht schon was. Ja, der scheiß Assistentenbonus, der immer den gleichen Schaden macht. Aber eben, der heilt es direkt wieder. Gut, also ganz ehrlich, wenn das alles, was du momentan irgendwie machst, Camilla. Viel ist das nicht, Freundchen. Da werde Dame. Typen erreiche aber nicht da oben, ne? Nee, nee, nee. Natürlich treffe ich nicht, hey. Mann, was für ein Scheiß. Das Problem ist, den platt machen kann ich schon und dann? Also ein Frostdrache kann ja auch angreifen, ne? Dann spiele ich lieber einen Supporter. Aufhören würde so zu ruckeln, nee, ist das kacke. Krasse 700% Trefferquote haben mit dem Tomahawk. Zehn Bandfragmente. Da kommt es bis dahin. Ne? Das heißt, wieder mal. Kommt ihr bis dahin. Hortensia. Ja, aber leider doppel ich nicht, aber sind halt auch verdammt schnell wieder mal. Also das Kapitel hier scheint zwar, sag ich jetzt mal, ein längeres zu sein, aber ich würde mal behaupten, wir kommen hier relativ gut durch, weil ich muss nur dem Pfad folgen. Und dass die mir jetzt großartig irgendwie was anhaben können, naja. Doppelgängerruf. Einen scheiß Seni einfrieren können, das wäre geil. Vielleicht doof, wir müssen eigentlich da oben bleiben bei Sowen.
Wenn man zusammen ineinander Gewitter einsetzen könnte, wäre eigentlich viel sinnvoller. Das ist sowieso eine gute Idee, dass ich mit Citrin und so einfach da oben bleibe. Damit sie dann immer wieder sagen, jo, jetzt wieder mal das machen oder das hier. Wir müssen dancen, dance, everybody dance. So. Du. Naja, Künstlerpech, hä? Oh, was zu erwarten. Oh, Verstärkung kommt. Das hingegen war irgendwie auch zu erwarten, seien wir ehrlich. Okay, holen wir den Drachen vom Himmel. Oh nee, komm. Ich verzichte darauf und gehe lieber in den Nahkampf. Wo wir natürlich sehr flink sind. Ja, okay, muss auch zusammenbleiben. Doof. Anima-Fokus, sehr schön. Kommen wir noch ganz kurz bis da runter. Ja, auch wenn die theoretisch nur noch Plaque kriege. Protektion auch lange nicht mehr eingesetzt. Ich muss was hier hinstellen. Lebenskugel plus plus, das ist natürlich auch cool. Ich riskiere es trotzdem. Ja, warum auch mit 29% kritten? Ja, warum auch, Freunde? Da gibt gar keinen Grund dafür zu kritten. Zum Teil sind die echt schwer zu treffen, kann man so sagen. Dabei bin ich so weit unten. Okay. Stahllanze, Abwehrhaltung, der hat nur das, der keine Magie. Rieder tot, das tut ihm nicht weh. Und hier Elfenor, das würde weh tun. Ich mach's trotzdem, ich stelle ihn hier hin und guck, dass da ich mache Runenschwert. Wieder schön zum Heilen. Trotzdem sollen wir noch geheilt werden, ist auch klar. So, da oben kommt bald mal der Drache vorbei. Was man gegen den machen soll. Mit ihr eine größere Chance zum Ausweichen.
14%. Langbogen. Crit-Chance. Ist auch heavy. Oh Mann! Das Kapitel geht mir auf den Keks, ganz ehrlich. Wisst ihr was, wir machen es anders. Sorry dafür, aber das dauert mir echt zu lange. Immer wieder. Ein Tutorial. Einstellungen, wir machen Animation nur bei Verbündeten, nur eigener Zug. Beim Gegner machen wir es nicht mehr. Das dauert mir sonst, wie gesagt, zu lange. Dann gehen wir hier ein bisschen zurück wieder, weil, ja, das natürlich so aufteilen und so, wir können nicht rechnen. Nicht getroffen war. Schade. Doppelgängerruf. So. Die anderen Dudes halt, ne? Was? Ganz ehrlich, Alter, du gehst mir auf den Sack, hey, du glaubst es gar nicht. Ja, und ein Donnerschwert, super. So, er kennt ja einen mit dem Donnerschwert an, also, sorry, aber wenn er das Gefühl, dass er eine Chance gegen sie hätte, dann muss er sagen, sicher hast du eine Chance. Es lebt die Vehemenz. Abgesehen davon kann sie nochmal ein paar Felder marschieren. So. Natürlich die Truppe hier wieder. Ich meine, ich würde da gern, aber das wird nichts. Das seht ihr doch jetzt schon. Den Drachen anlocken vom Gegner. Ich weiß auch nicht. So, jetzt triffst du aber. Gut, ein Schütze weniger. Der gute Michael fehlt wie immer, aber egal. So. Wer fehlt? Ah. Die immer irgendwie fehlt. Ja, also gelohnt, wa?
So viel Spaß mit den Doppelgängern. Ah, wie gerne ich mir den Drachen schnappen würde. Generell hier eben auch so ein paar von den Dudes und so, aber ist auch nicht machbar. Und nicht so ohne weiteres machbar, sagen wir es, wie es ist. Okay, da ist der Stahllanze-Dude, das heißt, du kannst hier im Runenschwert dich ausrüsten. Eingebaute Hortense irgendwie gar keine Unterstützung und nichts davon, weil die macht so guten Schaden. Ja, ich glaube immer noch Hortensia Byleth Kombi ist ziemlich gut. Kann man so machen. Kurz vor dem Level up, la la la. Ja, da könnte ich jetzt halt durch, wa? Was bringt das überhaupt? So aus der Entfernung die Schwerttypen mit dem Feuerlanze Platz zu machen, wäre schon cool. Der große Ei-Tier bringt mich irgendwie auch nichts. Ein weiterer Typi down. So. Aber eben die Kombi ist eigentlich schon übel, war? Man kann mal so überlegen. Das so überhaupt funktioniert. Egal. Einfach immer wieder eben hier Gewitter und so spammen. Aber ein Schnitterfutzi. So, dann haben wir einen Doppelgänger. Da ist noch Michael wieder. Ich glaube, Citrin kann ich direkt hier unten wieder einsetzen, um die Ader aufzufrischen quasi. Die sterben und die fliegen. Hä? Auch ganz normal Gebäude platt machen, das geht auch, krass. Doppelgänger sind ja weg, ups. Und hier auch ein bisschen was weg, ups. Ich sage ein bisschen viel ups, ups. Ups. Okay, gut, dann, wenn die halt jetzt hier weg sind, dann muss ich halt so. Kann natürlich auch mit der Stahl-Großaxt, bringt natürlich nichts. Das heißt, die können eh nur so entlang. Okay, dann machen wir das doch da anders. Erstmal mit schönem Langbogen. Boucheron bleibt genau hier stehen. Das Silberachs ausgerüstet. Perfekt. Ups. Da natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. So tragen die natürlich auch noch alles gut, natürlich super. Warte mal, die haben
Silberschwert, Stahlschwert. Hey, wieso können die... Ach so, ich habe es gar nicht gesehen hier. Ja, Stahldolch, hier steht's ja. Stahldolch, Stahlschwert. Ja, zumindest nur der eine. Der eine kann, der andere nicht. Doch, haben beide Dolche, Mann. Okay. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich retten. Benachbarter Verbündeter. Damit wird's gehen. So ein bisschen ungewohnt, das so zu machen, aber hilft dir alles nichts. Oh, natürlich kommen wir nicht bis dahin. Warum auch? So, warte mal. Ah, ganz ehrlich, Chloe, warum habe ich dich eigentlich mitgenommen? Also manchmal geht mir Chloe richtig auf den Sack. Weil ich kann gefühlt irgendwie gar nichts mehr. Jetzt wäre es ja cool, irgendwie hinzugehen und hier aus der Entfernung zum Beispiel so anzugreifen. Solange ich halt auch die Typen noch habe, ist es eher schwierig. Wobei, gegen die müsste eigentlich jetzt ankommen. Da ist ein einziger, der sie angreift. Und der Scheißfall an so nicht viel Damage bei ihm. Magische Angriff von Arsch. Anders gesagt. Warum sind sie eigentlich nicht rangekommen? Was ist das hier für eine Scheiße? Ja, komm. So, brauchen noch irgendwie Unterstützung? Ich hoffe mal nicht. Und hier näher rangehen. Ja, dann kommen natürlich alle eben. Dann kommt noch der Magie-Fuzzi. Da kommen ganz seltsame Typen alle auf mich zu. Das gefällt mir gar nicht. Sehr gut. Haben wir das noch? Machen wir natürlich auch kurz einen Prozess. Der versucht zumindest. Jo, bessere Werte, definitiv. Ich könnte sogar dann nochmal einen Dance lassen. Dance, everybody, dance, dance, dance.
Mhm. Stimmt, wir kommen nachher wieder weg. 踊ろう。 Ich vergesse immer wieder, dass ich gerade diesen Galoppritt-Dingsbums habe. Bei mir genauso. Genau aus solchen Gründen. Weißt du was, dann machen wir das Bündnis. So sieht schon wesentlich besser aus plötzlich. Und so sieht sogar richtig gut aus, das Ganze. Ja, und jetzt hier eben, da ist halt mit den Magiern so ein Problem. Einfach ein bisschen aufladen. Komm. Ob die mich angreifen, ist eh so eine Frage. Oh. Ja, nee, komm, bleibe doch hier. Und nur aufs Beste. Nicht schon wieder, Alter. Was ist ein Kapitel los? Irgendwie, hier stimmt überhaupt nichts mehr. Also warte, jetzt startet gleich das Kapitel nochmal neu, komplett nämlich. Vor allem es laggt alles, macht alles noch viel aggressiver. Komm, weißt du was, ich hab die da oben keinen Bock, ganz ehrlich. Ich hau ab, tschüss. 出番か。 Wenn wir den mit dem Forstaten, den mit dem Panzerbrecher, Stahlschwert, Dolch und so, ist natürlich alles cool. Dann blocke ich da einfach ab und im Fogado sogar noch das Ding hier ein bisschen verkleinern, das wäre eine Option. Das Areal quasi. Jo, deswegen hau ich hier natürlich auch ab. Ein Ziel des Gegners, der Gegner besser gesagt, ja. Bin natürlich nichts, weil sie gar nicht drin ist hier im Feld. Was man machen kann hier, Bewegung verlangsamen. Natürlich kommt jetzt trotzdem da rein, hey, ist klar, ist natürlich auch noch so schnell wie sonst was.
Wenn ich ihn da hinstelle, kriegt er natürlich Damage. So, also ich kann die angreifen und wieder verschwinden. Dann wird das Problem mal gelöst. Dann haben wir die noch. Du kannst mal da das Engage-Feld auffüllen. So. Theoretisch könnte man mit ihm noch Protections irgendwas machen, aber würde eh nicht funktionieren. Sehr schön. Also ein Lockvogel ist aber doch interessant, dass auch die Art und Weise funktioniert. Der Lockvogel funktioniert nur, wenn der Gegner halt im Angriffsfeld wäre. Ist er hier natürlich jetzt nicht gewesen bei Falschen Sieg drin. Trotzdem ging es jetzt auf Timera los. Da müssen wir Magie natürlich auch. Ja, ist aber halt die Brücke hier. Die Brücke, die jetzt halt hier ein bisschen Problem macht. Das Giga-Donnerschwert, war macht nicht so viel Damage, wie ich gerne hätte. Und Protection, die macht halt selber wieder so viel Damage. Warte mal, wer von unseren Typen hat nochmal einen Teleport gehabt? So. Sind ja keine Magier. Das heißt, ich stelle dich hier hin. Bündnis wäre so eine Option, aber er macht sowieso keinen Damage. Das heißt, ich hau erstmal den weg. Also etwas, das mehr Damage gerade per Instant macht. Nee. So. Alles du mal da, da muss ich noch den Mage da platt machen, aber erst einmal machen wir das so. Naja, fast. Sagen wir, sie ist, sie war stets bemüht. Das Problem ist, Panzerbrecher, Stahlschwer. Natürlich kommt der. Okay. Panzerbrecher, du kommst nicht ganz bis zu Boucheron hin. Das wäre natürlich. Bis zu Louis hin. Der wäre natürlich jetzt saumäßig übel gewesen, ey. Zu sagen, jo, ich komme da trotzdem hin. Was willst du machen?
Da hätte ich mich geärgert. So, ich stelle mal hier hin. So, ein Speed Dieb. Ich meine, die fliegenden Typen kommen hier theoretisch schon vorbei, aber wir müssen halt hier drüber, wa? Das heißt, ich habe mit Hortensia der Kombi auch noch einen Vorteil, theoretisch. Könnt hier direkt wieder heilen. Und ich mache direkt erstmal die platt, aber erstmal kümmere ich mich um die hier drüben natürlich. Dann können wir nachher hoffentlich in Ruhe die Folge beenden und dann soll es auch ein bisschen langsamer vorwärts, schneller vorwärts gehen. Sehr gut. Stimmt, da war was. Aber ist mir egal. Freund Lagus und Sandsturm-Kombi. Ah, so. Generell sieht es nicht schlecht aus. Bushiro heilen. Und da unten heilen. Wir heilen erstmal ihn hier. Natürlich physisch an war und hätte ich nicht so gerne. Halt hier hingehe, dann kommt die auch wieder und die oben kommen, da sind die auch doof. Drill and Break. Oh Leute, ihr weckt den Bushiro in ihm. Das ist nicht gut. Ich sogar langsam auch irgendwie. Es vielleicht irgendwie klüger wäre, einfach dazwischen in so einer Passage einfach auszuharren. Und warten, bis die ganzen Gegner kommen, weil jetzt bin ich hier schon ein bisschen in der Bedrulle. Warte mal, ich habe mit dir Donnerschwert-Dings-Kombi, kann da viel ausrichten bei denen. Sogar mit Giga Donnerschwert bringen nicht so viele ran. Da bringt die Kombi schon mehr. Natürlich auch noch Citrin mit Elfenwind. Wow. Ich trotzdem nicht Killer, krass. Ja, ist gerade das Problem, ihr müsst relativ viele von denen klein kriegen. Mein Trefferquote gegen die Viecher ist sowas von scheiße. Das hast du noch gar nicht gesehen. Ja, nicht so viel Defense, um die alle abzulocken. Ihr habt zwar Meisterbogen, natürlich auch hilfreich, aber trotzdem. Okay, wie ich hier am besten rauskomme, das ist ein ganz anderes Thema. Theoretisch Fogado, nachher nochmal ziehen, dank Tiki oder Sidal, dann kommt noch einer weg. Dann habe ich, die kommen ja Citrin und Chloe, die einen platt machen kann. Dann habe ich Hortensia noch, die sich auch einen plätten kann.
Also, wo ich doppeln kann, nehme ich jetzt mal an. Nee, nicht mal, krass. Da habe ich immer Bougeron hier, das ist immer gut. Unterstützung, ich würde sogar sagen, ich stelle sogar noch Michael hin. Weil dann auch ein bisschen supporten kann, einfach einen doppelten Ding. Ja, das könnte was werden. Und dann irgendwie so vorbeikommen, ich glaube, Yunaka. Timera setzt dann nicht ein, obwohl hier, da eventuell auch gehen, wa? Bündnis und nicht mehr viel einsetzen. Ja, das wäre eine Idee. Ich fürchte, dass ich mich erkenne und glaube, dass den nachher passen könnte. War das schon mal? Und sage damit, danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Fire Emblem Engage gegen Camilla. Und die Map, naja, es ist halt eine große Map. Und das wird dauern, bis wir hier durch sind. Alter Schwede. Bis dahin, bye bye.